Alles unter einer Kappe. Karneval mal rheinisch, mal westfälisch. Dienstag, 20:15 Uhr bei uns im WDR. Das geht doch nicht, Kinder. Oh, du macht doch hier keinen Blödsinn. Ihr könnt doch hier alles so bauen. Nein. Hey! Was ist da mit euch zwei los? Merkt ihr kleinen Bazille nicht, dass er hier stört? Wir wollten ja mit unserer fasten Lovesitzung anfangen. Forte, jetzt kommen wir. Und wir sind wichtiger als bist du. Jangen so Psych, wir müssen hier jetzt ausprobieren. Halt der Bagger, sonst jedes eine da, fuss ich mal löschen. Ja, jedes mal Da löschen. lachen die auch noch. Wir müssen hier jetzt vorbereiten. Nix da. Hier läuft eine Sitzung auf und da bin ich das Wichtigste. Hast du da aber auch bloß so gedacht? Es wird nicht mehr lang dauern und hier laufen ganz andere Feierlichkeiten ab. Nämlich wir uns. Wir haben nämlich einen Antrag gestellt. Hoffentlich stimmt das Jugendamt dem Antrag zu, dass der zwei nicht heimkommt. Ich bin nämlich langsam satt. Ach, du kapierst doch ja nix, Schellprint. Was? Pass bloß auf, du. Wir haben nämlich einen Antrag gestellt, dass wir zwei zum Weltkulturerbe ernannt werden. Nee. Ja, Ich lebe nicht mit. sind Kenner im Saal. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass wir den Preis kriegen. Wir haben uns im Internet ganz genau informiert. Ich kriege eine Krämpfe. Ihr seid mal übergeschnappt. Na. Das ist doch keine Preis. Das ist wie ein... Halt dich geschlossen. Wir wissen ganz genau, was wir tun. Wir kennen genau die Kriterien, die wir erfüllen müssen. Und ich kenne die Kriterien, um mich nicht heimzubringen. Ach nee, hör uns zu. Bei der Entscheidung werden die Kriterien der Einzigartigkeit, Authentizität und der Integrität angewendet in Verbindung mit einem oder mehr von 10 UNESCO-Kriterien. Himmel, Arsch, Kreuz und Sterne, was haben wir da in der Welt gesagt? UNESCO-Kriterien, die zum Beispiel heißen: Die Güter stellen ein Meisterwerk der menschlichen Schöpfung dar. Ja, da treffen wir uns doch eindeutig zu. Was man von dir nicht grad sagen kann. Halt dich zurück, sonst knallt es. Du fussig Monster, da. Hey, oder Vigo, die Güter weisen überragende Naturerscheinungen von außergewöhnlicher Schönheit und ästhetischer Bedeutung auf. Für die Kriterien sind wir doch förmlich von der Natur geschaffen. Schluss aus jetzt! Packt hier eure Plunder zusammen und macht da doch fort gut. Ach, das Gesabbel kann man sich ja nicht mehr mit anhören. Du darfst uns ja nicht hauen. Ach, Göbi, kümmere dich nicht um den. Wenn der uns jetzt date, dann lassen wir uns direkt in die rote Liste für gefährdetes Weltkulturerbe eintragen. Komm! Okay. Gute Idee. Nee, die Pens waren halt wieder im Internet. Ja, auch in Knollendorf hängen sie Luther für den Computer. Die sind wo schon jäg. Ja, ob der andere Sieg bist du nicht online, bist du out. Also habe ich mir auch so einen Laptop gekauft. Muss ich mich natürlich erst für eine Software entscheiden. Ne? Loren ich durch die Windows von Microsoft oder bissel ich in einen Apple?
dann welche Provider, ob ich mir AOL hol. Ich wollte partout ke Yahoo. Wer hat den besten Flatrate? Ob ich bei Freenet mich hätte? Aber dann habe ich mir den Browser installiert und braucht keine Provider mehr. Wollte ich jetzt mit Mauspad arbeiten oder mit Touchscreen? Naja, wie das all clear war, bin ich in das World Wide Web und dann losgeladen mit Socializing. Habe ich erst ein Selfie von mir gemacht und das auf Facebook gepostet. Aber das schafft doch vielleicht einen Shitstorm. Von wer ich wirklich ugly oder so. Ne? Aber dann habe ich meinen eigenen Blog abgemacht unter crosseyeedpeople.com. Und nach 3 Wochen hatte ich halt 3586 Followers. Alles Schälmenschen. Ja, haben wir jetzt eine geile Net-Community, eine gemütliche Chatroom. Und Skype tun wir natürlich auch, da lachen wir uns Dave in die Augen. Ja, und dann habe ich jetzt auch ein Smartphone. Ab und zu tun wir uns twittern mit ordentlich Hashtags. Ja, da muss man hübsch drauf haben. Und wenn man ein bisschen Zeit haben, dann machen wir einen Thread und tun das dann retweeten. Mein Freund, der Peter, der staunt, ich habe jetzt auch einen Twitter-Account. Und bei Facebook habe ich da wieder 1 Million Likes. Ja, das ist Kotinger Helene Fischer. Ja, wie sieht so ein Tag bei mir aus? Gestern Morgen habe ich noch aufgestanden, ich und so an 45 Mails gecheckt, dann 20 Apps auf mein Smartphone downgeloadet, bin 3 Stunden im Netz gesurft, komme am Tag locker auf 23 Tweets, habe mich mit Din und Ben in das Online-Banking eingeloggt, für ein paar Schulden zu bezahlen. Ne? Habe in meinem Blog gepostet, dass ich da Dünneres habe. Ja, das ist wichtig. Und zum Schluss habe ich noch 3 Computergames geplayt. Ja, und dann war der Tag halt wieder am Eng. Und dann habe ich nachts geträumt, ich kriege von Microsoft eine Aktienmehrheit geschenkt, nur weil ich so herrlich Geld spreche. Neulich wollte ich ein neues Passwort eingeben, wegen dem ganzen Datenklau. Habe ich Penis eingegeben. Gut, die Meldung, Ihr Passwort ist zu kurz. Ja, das kennt doch von daheim, was? Nee, nicht, dass er denkt, das wäre immer so. Nee. Letzte Woche hatte ich ein lecker Mädchen kennengelernt, bin ich mit dem in meinem Smart nach Königsforst gefahren. Alt am Parkplatz fing das an zu knutschen und zu bützen. Dann hüpfte er aus dem Auto raus und rief, komm Schatzi, im Freien ist es am schönsten. Ich sage, Levje, jetzt hast du so eine schöne Sache mit mir gemacht. Wie soll ich jetzt mit dem Ding an dem Smart rauskommen? Wir machen durch bis morgen früh und singen Bumsfallera, Bumsfallera, Bumsfallera. Ja, da macht's. Ja, so einfach ist das nicht mehr mit der Frau heutzutage. Man muss vorsichtig sein, wenn man ein nettes Mädchen anmäht. Neulich saß ich an der Bar, nehmen wir einen dollen Schuss. Ich lore dem Dave in die Ohren und sage, mir Gefühl seht mir, dass wir zwei jetzt ganz genau dasselbe wollen. Das glaube ich auch, Sätze. Lass uns ein paar Frauen aufreißen. Schau mir in die Augen. 2, 3, 4. Nein, niemals. Sederle, faste Lovensfreunde, es muss nicht immer Internet sein. Die reale Welt ist doch mindestens so aufreihend wie die virtuelle. Für ein Beispiel der Politik. Der Sigi Gabriel, die hannoveranische Putschblas. Ah, der hat doch Blutgruppe Nutella. Der steht morgens vor dem Spiegel und sagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der beste Politiker im Land? Sagt der Spiegel, Jange zum Sieg, ich kann nicht sehen.
Und dann das Merkels, uns Rauten Angie. Eine Journalist hat uns ihrem Mann, der sauer gefragt, widersprechen Sie Ihrer Frau auch schon mal? Sagt er, nein, nie. Ich brauche nur eine Stunde zu warten, dann tut sie es selbst. Aber nicht nur in der Politik, auch bei uns in Knollendorf passieren ja noch lustige Sachen. Mein Freund, der Dünnes für ein Beispiel. Ist ja ein Lebekerl, ne? Er war ein bisschen doof im Kopf. Neulich hat seine Frau eine Katrin in Normatie geschickt. Der Dünnes sagt für den Doktor, ich möchte mich kastrieren lassen. Der Doktor ganz erstaunt, haben Sie sich das auch gut überlegt? Ja, sagt der Dünnes, alles klar, tut mich kastrieren. Ja gut, meint der Arzt, kurze Narkose, kleiner Schnitt, ist ambulant, Sie können danach direkt nach Hause gehen. Der Dünnes geht nach Hause, fragt die Frau, na, hat alles geklappt beim Doktor? Ja, sicher das. Und, hast du dich impfen lassen? Ach, impfen! Einer hat immer die Arschkarte. Einer verliert sowieso. Ja, Wigger. Nee, jetzt habe ich genug geschwatzt. Und was ich schon auf keinen Fall tun werde, ist Düsseldorf-Witze erzählen. Das ist doch abgedroschen. Wie, was? Wollt ihr einen hören? Ja, nee, der ist viel zu fies, der kann ich nicht erzählen, ne? Ja, doch, ja, weil ihr es seht, ne? Pass auf, geht in Düsseldorf an einem Doktor. Sitzt in dem Wartezimmer und hat einen Grat am Kopf. Für die Auswärtigen eine Kröte. Wie der mit der Grat am Kopf nach dem Doktorin geht, sagt er, oho, wie kann ich Ihnen helfen? Sagt die Grat, Herr Doktor, ich habe die Unge nicht geschwürt, könnt ihr das fortmachen? Schöner Playboy, du wirst nie ein Cowboy sein. Lief, Hennes, ihr Freunde, mal dich freut auf junge Fetz, alle Kerl und ihr nächstes Leben. Das seht ich doch schön. Alaf! Was hätte Schilder gerade gesagt? Man soll das Leben genießen? Ja, genau, da bin ich dabei. Ich ja nämlich regelmäßig zum Entspannen in der Sauna. Und am besten gefällt es mir hier am Ostermannplätzchen. Hier im Dampfbad. Und wisst doch warum? Nee, dann passten's ab. Man nennt mich auch der Bronnejob. Verkehre hier im Saunaclub. Komme ich zur Türe rennen, weiß jeder, wer ich bin. Da ist der Jung, der Bronnejob. Gut direkt der Superschuss. Und 11 Maus der Butzeruss, dass ich der Junge entspannen kann, so ne Abend, der wird lang. Ich bin der Saunaboy, Saunaboy, ja, der Saunaboy, Saunaboy, Saunaboy. Ich bin der Saunaboy. Ja, der Saunaboy. Dann lege ich mich super cool, wehet Heidi in der Wirbelpool und stehe dann die Blase ab, es bringt mir stiefe Nacke fort. Mit nem Pikolöche in der Hand rolle ich mich auf der Sonnenbank, wehe ich davon ein weiche Bier, ich halte durch und bleibe hier. Ich bin der Saunaboy, Saunaboy, ja, der Saunaboy, 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 ja, der Saunaboy, ich bin der Saunaboy.
die Mädels. Hallo Girls. Ja. Gleich trinken wir das Champagner, ne? Und Brot muss es sein. Et Barbara aus Sansibar. Seht zum Abschied, es war wunderbar. Komm und trink noch schnell die Gläschen aus, denn die Mama wartet dich zu Hus. Und all die Mädchen singen Saunaboy. Und so ein kleines Champagnerfläschchen. Saunaboy. Jeden Tag normal Gespräche. Ja, ja, der Saunaboy. Da darf der doch das Herz nicht brechen. Saunaboy, Saunaboy. Und du weißt ganz genau, Ich bleib der Sauna treu. Sachen und nix gegen Frau. Ja, der Saunaboy. Saunaboy. Ich will 10 Nackte Friseur, Olivia, was ist das dann? 10 nackte Friseusen. Oh, 10 nackte Friseusen. Mit richtig feuchten Haaren. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Leute, ich kenne den hier voll gut. So. Jupp, kennst du mich noch? Letztes Jahr, Ballermann, Schinkenstraße, so. Ah ja, der Kevin. Genau! Grüß dich. Dich auch. Schön, dich jetzt zu sehen. Ja. Ja, sag bloß, du hast sie hier, Nein, noch nicht so. Heute noch nicht, morgen bin ich dran, weißt du? Heute ist Junggesellenabschied. Aha. Ja, dann aber Glückwunsch. Dankeschön. Sagen zwei hier, Rotterdam. Ja, hier, die bin ich. Ach nee, Quatsch. Anita, ich heirate Anita. Anita. Morgen. Weißt du, wo ich die getroffen Nee, habe? wo? Ey, ich traf die irgendwo, allein auf einem Klo. Anita! Guck hier, sind all meine Freunde so, die sind mit mir schon seit heute Morgen unterwegs. Schön. Ich schwöre es dir, seit 8 Uhr morgens klingeln die bei mir zu Hause in Pulheim, weißt du? Jeder so eine ganze Kiste Lavendelfeiglinge dabei gehabt und alles, ne? Direkt leer gemacht, Ja. sofort losgefahren. Ja, wie jetzt? Du hast mir noch verzahlt, du wohnst in Köln. Ja, Köln-Pulheim. Ach so. Aber guck, ist eigentlich egal, wo wir alle wohnen. So, wir wohnen irgendwie alle in Köln genau. oder so, ne? Guck, ich auch. Was ist das dann da? Ja, hier, guck mal, du kannst was kaufen von mir. Ist mein Bauchladen. Hier, willst du ein Kondom haben? Nee, Guck mal hier, brauch ich rot nicht. und grün. Nee, brauch ich Gar nicht. keins. Nee. Oder hier, guck mal, einen kurzen. Nimm einen kurzen. Nee, danke, Jung. Na gut, da han ich selbst. Ach so, gut. Aber du kommst jetzt noch mit einen trinken, oder? Komm, wir gehen noch weiter. Wir gehen noch einen trinken. Du kommst mit. Du kommst Ja, einfach mit. sicher. Und weißt du was? Ich gebe einen aus. Echt? Ja, da. Komm noch mal hier, Oh, Rott. Leute, es gibt Freibier. Komm mit. So. Gut mit dir, Junge. Freibier. Freibier ist das Einzige, was zählt. Lokalrunde. Nee. Schon wieder einer. Ah, der hört da ja nicht mehr auf mit den Katholen. Jetzt aber. Was ist denn hier passiert? Ja, wie? Haben Sie Tomaten ob der Augen oder was? Katholischer Steinschlag. Was soll das dann heißen? Ach so, vielleicht ist das die Ankündigung, dass der Papst Franziskus nach Köln geht. Der soll nämlich Jalle stehen haben. Nee, das ist ein Gerücht. Apropos Gerüchte. Der Marco Reus von Borussia Dortmund, der soll jetzt auch eine Führerschein kriegen haben. Ja, Geschenk. Vom Sepp Blatter. Ist ein Sammlerstück, ganz mit Blatterjulde übertrocken, ne? Ja, der Blatter ist schon klasse. Ich weiß ja nicht, was soll je in der Hand. Der Mann leistet doch eine bestechend gute Arbeit. Wo wir ja vom Arbeiten sprechen, wo ist eigentlich meine karnevalistische Freund und Helle von meinen Literat Speimanes? Hat er der auch vermisst? Dreimal am Tag läuft er in der Dom und zählt in der Juldedude, lässt der Knöchel schon auf der Hillige 3 Könige noch komplett sind. Vorige Woche kam er ganz bedröppelt bei mich. Ich sage, was ist? Meinte, ich läuft der Melchior, hat Osteoporose.
wisst ihr was? Lassen wir uns all zusammen der Mannes rufen. Achtung, 3, 4. Mann! Nee, lauter! Wenn er jagt wieder mit dem Kopf im Dom unter dem Deckel hängt, hört der uns doch nicht. Noch eins, 3, 4. Ja, gut. Oh, was ist das? Mohammed, bist du das? Nee, was soll das? Nee, das hatte ich nicht gewollt. Jetzt ist Meier, bin ich noch in der Beckenerin gefallen. Hey. Oh. Glück, dass ich der welche Sand stehen so leicht aufwäschen liegt. Das ist nee, was eine Biesterei jeden Morgen. Ja, Mannes, was läuft? Wohnst du jetzt in dem Brunnen? Naja, bei all den Sturmtiefs in der letzten Zeit, Hannelore, Waldegunde, Xaver oder wie sie alle heißen, da war ich daheim in meiner Bruchboots nicht mehr sicher. Ach, stell dich nicht so an. Ich muss jeden Tag zurechtkommen mit so einer Umweltkatastrophe. Was meinst du damit? Regenfront Hermann Speichel. Frechheit. Also du mäßt jetzt jedes Nachts ein auf Sühle, Hilly, oder was? Der Nepomuk von Klollendorp. Liebe Schell, statt Fernseher, schwade nicht abends her, bisschen mit den Touristen, trinke noch eine Rude Wing da in der Tapas-Boot. Rufe später in der Granit-Bloggerin und schlafe wie eine Stein. Keiner blößt mir einen Tag vom Kopf und mit brauch ich auch nicht zu bezahlen. Es ist ja halt gut, dass der Stadt das Wasser in dem Brunnen wieder nicht laufen gebracht hat. Kannst du dich wenigstens jetzt waschen? Von wegen der Stadt. Dass es in dem Brunnen wieder spritzt, liegt nur daran, dass ich im Traum so viel spreche. Auf Hilfe. Also, was? Jetzt haben wir uns eine andere erzählt. Ja. Hier geht um der faste Lovend. Oh. Und ich frage dich, warum ist eigentlich der Wölki unser neuer Kardinal geworden? Ja, es sollte einer sein, mit dem unseren Herr der Buffe noch nicht so flügg jetzt anfangen kann. Wenn du verstehst, was ich meine. Ach, du meinst, weil der noch so jung ist? Nee, das ist es nicht. Ja, was dann? Ist dir also so aufgefallen, dass andauernd Steine vom Domeraff zu pflegen kommen? Ja, sicher. Man liest ja in der Zeitung, dass sie einfach mit dem Restaurieren nicht nachkommen. Ach. Andere sagen, der KVB am Dom, der Linie 5 für Schuld dran. Nee, stimmt doch alles nicht. Das hat nur jetzt mit dem neuen Erzbischof Kardinal Wölki zu tun. Das verstehe ich nicht. Immer wenn der der Dom rumsträuft, könnte zufällig so eine Stein zerfallen. Ja, und? Der Meißner wollte doch lang noch nicht abhören. Der alle Filou. Ja, das kann ich gut verstanden. Aber was hat das jetzt mit Wölkisinger Wahl zu tun? Der ist so leicht von der Puffe nicht zu treffen. Ja, der schwebt immer auf Wölki 7 hin und her. Der kannst du nicht kriegen von der Puffe mit ein paar Stellen. Oh, da. Ja, Stop. der Held der Prinzenproklamation. Oh, was ist jetzt? Da hätten wir den los. Oh, was auf, Mannes, ich bin der Mann. Wie bei uns der Lappe schwingt, Darf nicht bang sehen, wann es stinkt. darf nicht bang sein, wann es stinkt. Schraube, Unger, Bank und Stühl. Schraube, Unger, Bank und Stühl. Putze, dat is Gefühl. Putze, das ist ein Gefühl. Halt, Mädels, hier muss es sein. Ah. Ach, Luan, der Mann ist so eine schäle Mensch. Oh, ui, die 3 Putzfrauen vom Isermatt. Ja, wir sind doch noch lang nicht fertig. Hier gibt noch ja nichts zu putzen. Ah,
Wir sind hier verabredet. Noch sind wir drei, aber nicht mehr lang. Dann sind wir ein ganze Head. Putze. Ja. Putze. Wieder anpacken. Putze. Mit dem Samstag gebracht. Platz, Mädels, Sitz. Ja, was ist hier los? Hab ich jetzt verpasst? Du hast mal den neuesten Trend verpennt. Putzfrauen treffen sich zum gemeinsamen Putzen und dann tun wir zusammen eine zwitschern. Jetzt sagen Sie, was soll das da sein auf der Karte? Ja, pass auf, Bilderrätsel, ne? Was ist das hier für eine? Wo steht sagen, ein Flash. Genau. Und was ist das hier für eine? Ne Mob. Richtig. Und zusammen? Flashmob. Genau, gute Leute. Putzfrauen treffen mit Suffe. Ja. Ihr seid doch bekloppt. Das ist doch jetzt völlig anderes. Komm es doch nebenan, Ach, kannst du ja, verklagen. jank doch, du Schellpanäpel. Was? Hast sowieso keine Ahnung. Keine Ahnung. Genau. Putze, das ist keine Beruf. Das ist eine Berufung. Ah, Putze, das ist eine Leidenschaft. Ah. In ärmere Tube und Pött, jedes April und Dosen Sache zum Saubermachen. Mit Lappe und mit Schwämm. Da putzen wir der bunte Mund und noch um der Weng. Spülmittel in Wies oder Jrö. Risch auch lecker, doch das Dollste war das je. Save im Spender. Ja, Die ist für uns der Hit. Polyboy per Woll, Sie, Do, Lin, Ariel, Sonil, Biff, Dash, putze dat mit uns. Glücklich, Dorf und Wedemer, Glücklich. Ne Schrubber und Schmier, Safe und Schuh, extra Glanz auch für die Armatore, da kannst du lore, Stüpflecke oder Knies, wir bücken und wir strecken uns und sind für nix fies, Spülmittel in Wies oder Jrö, risch auch lecker, doch das Tollste war denn je. Save im Spender, Save im Spender, Save im Spender. Ja, die ist für uns der Hit. Ja, Aber mir wurde der Ende 3 Putzfrauen ins Raket stehen lassen. In die Hände Kommando 1. Das war nett. 2, 3 und Kommando 1. 2, 3 Kommando 1. 2, 3 und Quetschmarsch für die 3. Oh yes. Ah, tschüss. Gut, Mädels. Zack. Da wieder. Ja, jetzt haben sie hier zwar endlich safe verspritzt, aber rein gemacht haben sie nicht. Na ja, was soll es? Oder wie der Amerikaner sagt, what happens? What? Achso, ja, mach ich direkt, Schell. Direkt, sofort. Wie, was haben wir da mit dir? Was mähst du direkt? Ja, hast du doch gerade gesagt, ich soll ein WhatsApp drücken. Also WhatsAppen. Habe ich überhaupt nicht gesagt.
Ich hab bloß für Marlies gemeint, what happens? Kann ich doch nichts für, wann du dich versprichst. Ich verspreche dir, wenn du uns Blutwurst die Ball bei der Bahn bringst, dann verstehst du plötzlich genau, was ich von dir will. Ja, siehst du, da haben wir es doch. Du willst die Wurst. Und dafür muss ich über WhatsApp, Jan. Ach, da bin ich aber uns gespannt. Ja, kannst du loren. Hey, pass auf, geht los. Wischen, wischen, wischen. Ja, und was sollen wir jetzt damit? Ich will die Wurst. Nicht so je hörst dich. Ich bin ja noch nicht fertig. Was Finger, Jan, hey? Ja, geht Finger. Wischen, wischen, wischen. Jetzt halt mich nicht für der Jack. Das ist doch dasselbe. Mit Cousinen, mit Nichten. Jetzt lur uns genau hin ob die runde grüne Blatt. Da ist sie doch, uns Wurst. Ach ja, und ich dachte halt, was ist das für eine Knoche? Knochenmehl ist viel drin in unserer Flünz. Was mit uns Wurst dann jetzt da auf dem Zeichen? Ja, das ist evans kein WhatsApp, das ist ein Wurst-App. Ah, ja und? Ja, damit kannst du korrespondieren. Kannst du einem Mädchen sagen, wie jendet es. Ganz einfach eine intime Wurst-Verzell machen. Früher haben wir telefoniert und Karte geschrieben, wenn wir verliebt waren. Das ging auch. Ja, bei Wurst-App kannst du einfach auch ein Bild schicken. Das ist manchmal ja nicht so unüblich. Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Da siehst du, wie wichtig das ist. Dass man das Alt-Süd für das man wieder digitale Postkarte schickt. Ja, Wigger jetzt. Wir brauchen uns Wurst. Das ist es ja. Deine WhatsApp-Lover, jeder Alp bloß um der Wurst. Jetzt lenk ich nicht ab. Hell mit der Flunz. Süße nicht, dass ich am Arm bin ja alt hier fies, doch bei. Ja, was machst du dann jetzt? Ach, jetzt muss er bestimmt wieder wischen. Nein, wischen impossible. Jetzt muss man drauf tuppen. Achtung, hey, Lur. 1, 2. Jetzt aber los, hey. Komm, das war schön, aber jetzt will ich die Tasche wieder. Gehst du die Jetzt die Wurst, Schell. Die haben wir nur geliehen. Schell, haltet fast. Schande. Und jetzt rufen wir alle zusammen die erste Mal diesen Ofen aus. Herr Präsident, Die Wurst. Ja! Herrlich. Hi, Signore. Buongiorno. Was hätte ihr gesagt? Irgendwas mit Bonn. Ja, det mal leid, du bist hier verkehrt. Hier ist Köln, nicht Bonn. Assisi ist a Weiße. Ja, Weiße, richtig. Köln immer Weiße. So ja, rote Weiße. Mhm. Schell, was will der Jack von uns? Das weiß ich doch nicht. Ich spreche kein Cannellonisch. Ich bin Mario do Maggiore aus Italia. Das sag ich doch, eine Cannellonier. Ja, angenehm, Hermann Speichel aus Nippes. Io sono eine Cantante. Ah, süße Schell, der hätte Verwandtschaft. Der sucht seine Tante. No, nix Tante. Cantante. Eine Sänger. Ich warte auf meine Chor. Du verstanden? Ja, sicher. Ist nicht klar, ob es wirklich die Tante ist. Ist eine Kantante. Weil ich nicht begriffen habe, was dann jetzt noch für eine Chor? Bist du der Moderatore? Nee, ich bin ein Literatore. Ach, da ist sie ja.
Minge kleine Amigo. Ja, Mann, ich hat überall gesogt, dachte die Herren. Ich bin der Betes Bierblas. Erzählt mal. Ja, ich bin der Bass von unserem Gesangsverein. Frau Schmettermann. Frau Schmettermann, no gut da. Ja, ich bin ja alt da. Oh, aber der vierte von uns fehlt noch. Ohne der läuft nix. Herr Klimpinski. Herr Klimpinski. Ah, da. Meine Herren, überall suche ich in Gasse und Straße. Und wo finde ich Sänger? Hier am Brunnen von Ostmann. Ja, verdammt noch, uns, was soll das geben, wenn es fertig ist? Für kleine Konzert. Hier an Ostmannbrunnen. Gratis. Und sehr schön für Leute im Saal. Boris Klimpinski und Bart Zylinderquartett. Ja, aber sonst ist doch immer gut. Ja, das machen wir. Bitte schön, die Herren, die Dame, bitte sehr, bitte gleich. Herr Klimpinski, da fehlt doch noch jetzt. Was? Wie wird mit der Musikkäse? Ach ja, wo ist Klavier? Was ist das? Steinway. Trotzdem gilt innerörtlich 50. Ne? Also, das sage ich aber viel Spaß mit Boris Klimpinski und singen Bartzylinder-Quartett. Bei der Politik, da jede Stopp hoch, bei der Politik, da jede Stopp ab. Bei der Politik, da wird nur Fräse. Bei der Politik, da wird man verlegen. bei der Politik, In meine Flehe. bei der Politik, da hätte ich ein Platze. Ja, ein Maut auf deutsche Straße mit uns durch die Tasche leer. Und nicht heiß, dafür wird uns doch glatt gesenkte Autostör. Ha! Ja, wenn er dann gleich, dann ist er nicht knallt ab. Ja, wenn er dann gleich, Der hat doch Bock auf bei der Politik, da jedes so Putz ab. Bei der Politik, bei der Politik, bei der Politik. Oh, danke schön. Danke schön. Ja, ich hab ne Droh. Letzte Nacht war in der Himmel hoch. Ne Engel, der kommt auf mich an. Mit Hörner am Köpfchen dran. Und ne Bart am Kinn. Ja, ich hab ne Droh. Letzte Nacht da in der Himmel hoch. Der Engel im flauschigen Fell. Die Sterne so klar und so hell. Und dann rief er, jetzt leis nur mehr.
Er seine prima besungen uns Barzylinder-Quartett. Und das sind Boris Klimpinski, Betes Bierblos, Friedel Schmettermann und Mario Do Maggiore. Mille grazie und buona notte. Ja, sag Mannes, warum will der eigentlich die ganze Zeit nach Bonn? Hast du doch gehört, wegen irgend so einer Bonnernutte. Ob uns Barzylinder-Quartett dreimal Kölle! 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 Und Usmarsch! Die rollende Draht, komm on. Herr Präsident! Die Wurst! Die vier hatten nicht nur einen Traum vom FC, auch von unserer Wurst. Ist einfach ihr Platz. Was, uns Wurst? Der Traum. Ach, Mann, es sollst mich nicht immer so vor Schreck machen. Ich bin doch sensibel. Ja, das ist aber schön, da die an faste Lavadores im Kostüm gut. Dann hat er offensichtlich doch jetzt begriffen. Ja, dat, wir sind doch nicht blöd. Ne? Und ich auch nicht. Na ja, Röschen, bei dir kann ich das ja noch verstanden. Bist ja schließlich eine Töchterchen von einem intelligenten Vater. Ja, der Apfel fällt nicht weg vom Bett. Na, Rosemarie, nicht so ordinär, ja? Ja. Wir sind ja schließlich etwas Besseres, hatte ich dir doch beigebracht. Ja. Aber jetzt anderes, Milefje. Was sind das eigentlich für ein nette Kostümchen, die ihr da anhat? Wir sind Computerviren. Ja, Killerviren. Trojaner. Wenn du das besser verstehst. Oh, da muss ich ja jetzt vorstellen, ich habe Angst für euch zwei haben. Das ist nicht zum Lachen. Ich stell mal an Dingerstell genau überlegen, was du jetzt siehst. Du nicht nie. Ja, wir wollen nämlich mit Eltern. Ja, klar, Röschen. Da können wir uns drüber sprechen. Ne? Vielleicht so in 4 bis 5 Jahren. Ich han das unbestimmte Gefühl, du willst uns verarschen. Na. Kannst du ever nicht. Nee, Kinder, schon ich doch nicht. Ich wollte doch bloß... Schnauz! Wir haben sich im Internetberater in der Schule. Und die haben uns alles gezeigt. Wir sind derzeit die gefährlichste Viren, die im Umlauf sind. Man könnte im Hand umdrehen, die Festplatte von dem Computer neu formatieren, so, dass lichtzigig das Thermostat vom Kühlschrank so ingestalt ist, dass das Eis schmilzt und die Milch sauer wird. Oh, mein Armkatz. Es wird der Magnetstreifen auf deiner Kreditkarte entmagnetisiert und den Geheimzahl umprogrammiert. Die Spurlage vom DVD-Player verstellt und Subraumschwingungen dazu gebracht, jede CD zu verkratzen, die du hören willst. Nee, nicht die von ABBA. Doch, die auch. Dinger Ex-Freundin wird die neue Handynummer mitgeteilt. Aber nicht allen. Das ganze Bier wird ausgetrunken sind und den dreckelige Söck werden Küchentisch liegen, wann Besuch kütt. Willst du schmecken? Es wird das Shampoo mit der Zahnpasta und der Zahnpasta mit der Schonzwicks vertuscht sind. Klar. Und der Föhn wird gefährlich noch an der vollen Badewanne liegen. Oh, ein Attentat. Das sind nur wenige der Auswirkungen, die wir als Killerviren haben können. Seien Sie vorsichtig. Seien Sie sehr, sehr vorsichtig. Wir haben ein großes Netzwerk
Network, wenn du das besser verstehst. Nee, bloß nicht. Kinderstunde, alles, was ihr wollt. Ich bezahle alles, aber nicht so schlimm Sachen machen, bitte. Ich werde es nie begreifen, dass man bei diesem schälen Menschen immer bis zum Äußersten gehen muss. Uns Vetter, die sind stadtbekannt, dünnes und schäl werden die genannt. Wann auch keiner uns Mutter kannt, so merkt man doch, ma sind verwandt. Wir können mich. Wir können mich. Wir können mich. Wie ihr alle Male. Wir machen euch viel Spaß und Freud. Und ich passe auf, dass der Köbi keiner heut. Ich bringe aus dem Stand 3 Meter Ruhe. Und ich mache das genau so. Zusammen sind wir stark wie Wolle. Oder will sich einer Blauohre holen? Die Zunge wird 15 Zentimeter rausgestreckt. Und ist damit im Hand- und Drehschleck. Wir können mich. Wir können mich. Wir können mich. Wie ihr alle Male. Mir kleue so Flück Äpfel, das kann keiner Sinn. Und wenn es gut läuft, sind auch Zigaretten drin. In der Schule schrieben wir voneinander ab. So kriegt der eine Gemüt, was der andere nicht schafft. Oma im Rollstuhl, da immer so flück. Da blieb der Opa Big zurück mit Zingerkrück. Mein schäle Ohren sind für mich kein Problem. Und ich finde dich sowieso wunderschön. Wir können mich. Wir können mich. Wir können mich. Wie ihr alle Male. Schöne große Applaus. Ach, lieber Leon, ist das noch Weg, wenn ich das hier wusste, hätte ich andere schon angedonnt. So. Und hier, Leute, ist voll krasser Platz in der Altstadt. Welche Berühmtheit ist hier beerdigt? Was beerdigt? Sieht der Platz vielleicht aus wie Beerdigungsplatz oder was? Das ist Platz von Willi, weißt du? Willi, Vater! Entschuldigung, Sie sind aber nicht von hier, oder? Also, ich meine, Sie sind doch kein waschechter Kölner. Hey, was laberst du, Alter? Ich bin Aslan, ich komme Ehrenfeld. Und hier ist Platz mit Brunnen von Willi. Willi, Vater! Ach, der kenne ich. Der hätte doch immer gesungen, ne? Ach, der arme Kerl. Hey, korrekt. Willi hat voll viele Köln-Lieder kompostiert, weißt du? Ja. Sie meinen sicherlich komponiert. Hey, Alter, mach nicht auf schlau hier. Nun, das tut mir leid, aber schlau sein ist mein Beruf. Hey man, you are bestimmt Highschool-Lehrer, right? Ich bin in der Tat Oberstudienrat. Ich unterrichte unter anderem im Fach Deutsch. Hey, kann ich jetzt weiter mit Willi und so? Willi, Vater! Was weiter? Sagen Sie, können Sie auch in vollständigen Sätzen kommunizieren? Hey, Allah, ich bin Muslim. Ich mach nicht kommunizieren mit runder Platten und so, weißt du? Ich meinte ja nur, mir fehlt in Ihrem Satzbau oft ein Verb. Hey, ich schwöre, der Typ ist voll nicht normal.
Wie kann ich jetzt endlich weitermachen? Da bitte weitermachen. Na also, es geht doch. Willi hat 1876 Geburt gehabt. Ja, und erste Lied war von Deutz mit Schützefest und so. Das kenn ich nicht. Ich kenn nur Schnaps. Das war sein letztes Wort, ja, ja. Ach, der arme Kerl, ne? Der Lied war aber nicht von Willi. Ach, ja, das war doch vom Willi Milovic. Walla, wir gehen nicht Milovic. Wir gehen konkret Willi Ostermann-Brunnen. Willi, Vater! Wir gehen nicht Ostermannbrunnen, sondern wir gehen zum Ostermannbrunnen. Jetzt fehlt die Präposition. Hey, Alter, bei dir ein Schädel fehlt Präposition. Boah, du Hobbyloser. Hab ich korrekt gesagt, wir gehen und so weiter. Und wir gehen steht im Prätorium. Kannst du nicht Deutsch oder was? Sie meinen sicher Präteritum. Und das hieße nicht wir gehen, sondern wir gingen. Das ist nämlich Vergangenheit. Aber ich gehe, du gehst, wir gehen oder auch mein, dein, sein geht, steht hier im Präsens. Hey, Alter, laber nicht. Ich glaube, deiner steht noch nicht mal im Präservativ. Oh wei, och, der arme Kerl, ne? Ich sage nur perfekt. Ach. Nein, eben nicht perfekt. Das wäre ja vollendete Gegenwart. Und da müsste es heißen, wir sind gegangen. Boah, du Opfer! Hey, ist das hier deine PISA-Studie oder was? Lass mich weiter erzählen von Willi Ostermann und so. Der hat tatsächlich auch Liedertexte geschrieben. Ja klar, Ostermann war ganz großer Autor, Schriftsteller sozusagen. Hatte er ein Religion? Der Willi? Willi, Vater! Willi Ostermann hatte überhaupt nicht Kinder, weißt du? No, not children. Ich meine, was hatte er für Religion? Ah, was weiß ich. Vielleicht war er ja Buddhist oder ein Hindu. Der Willi? Willi, Vater! Ich glaube, der war Christ und so. Sag mir, was hast du für Konfession? Ich? Ja, was soll dann die Frage? Hey, ist da was bei oder was? Hey, sag mir, was hast du für Konfession? 85 Doppel-D. Bitte, Willi. Hoppala. Oh ja, wenn Willi noch am Leben wäre, würde er direkt Lied machen. Oh, über mich? Da blieb mir ja der Atem fort. Da werd ich ja glatt atemlos. Für mich, ich schwöre, ist hier voll korrekt und oberkrass. So weißt du, mittendrin in Köln der schönste Platz. Oh, der Willi war, pass auf, wie sagt ihr, voll cooler Typ. Okay, ich hab ihn nicht gekannt und trotzdem den lieb. Oh, jetzt hier. Stell dir vor, der käm jetzt hier. Alter, du, ich schwöre dir, fängt er gleich mit Singen dann, hört sich dann so an. Atemlos durch die Stadt, auf der Breitstraße bin jetzt satt. Atemlos, wie ich bin, Building Altstadt, Wiedersinn. Atemlos, ungeniert, sah mit Färb nicht angeschmiert. Atemlos, ungeniert, ne Probeklügel installiert. Denn da gibt es viele kleine Sünderlein, das ist ja nicht neu, es war immer so. Und wir kommen trotzdem alle in den Himmel, die Engel tragen uns fort durch das Tor.
Lieber atemloser Aslan, mach doch nichts draus, egal auf Präsens oder Präservativ, Futur oder Futü, imperfekt oder imprägniert. Der Hauptsache es et. Es ist so. Richtig. Super Nummer, super Text, super Sänger, super geil. Ob unser Kölscher Tag und Doppelpass in aber Aslan dreimal Köln. Anna. Ihrefeld. Anna. Antalya. Allah! Yes, das mach ich an dies. Als Reiseführer um Ostermann-Plätzchen, da erleben wir ja doll Sachen, wa? Hey, voll korrekt, Heinzelne Mannes. Einfach plusquamperfekt. Wie meinst du das? Plusquamperfekt. Da muss man dabei gewesen waren. Aha. Voila. So, wir gehen jetzt alle Domplatte. Ja, das ist wir. Ach, der Krieg wieder hin. Herr Präsident! Jo. Hör uns mal, der Willi, der sagt ja aus wie eine Zombie, ne? Mit der ganzen Färbe am Lief. Ja, da hast du recht. Der arme Willi. Also hier um Isermatt hättet ihm besser gefallen. Ja, das Kunst ganz unmissverständlich dort dran sind, dass in der Zike nicht einmal abgestanden war. Atemlos durch die Stadt, ne, wat hätt dat Spaß gemacht. Atemlos, Stimmung! Herrlich! Hörtens, mir Menschen kommen ja auch verloren. Ja, dat. Gestere, für Beispiel, wie ich ob Malorte am Kehre war, hätt mich plötzlich ein Bestatter angerempelt. Hörtens, der Tuppes kann ich noch aus der Berufsschule. Ja, wir waren zusammen in der Klasse für Entsorgungsfachkräfte. Nee, aber Hück nennt er sich Final Event Manager. Na ja, hört, der deutsche Mann wollte gerade einen Urne zu einer Al-Oma bringen. Und wie der dann in mich gerasselt ist, ist der Jack gestolpert, hätte das Ding fallen lassen und die ganze Esch wurde vom Winde verweht. Schlimm, ne? Ja. Aber nett wie ich nun bin, han ich 2 Hängen voll Esch, hey, aus Mingertonnen, dem wieder in sing Ohrnje schutt. Und dann, pass auf, wie der dann bei der Aal ankommt, mäht die Urne ab, luderin und sagt, oh wie, das ist jetzt alles, was von Mingemann übrig geblieben ist. Hölfje Esch und Eierschalen. Schlimm, ne? Ja, aber mein Groß war da ja nicht so filmschig. Nee, die ist direkt der Mann mit der Esch von meinem Opa in das Badezimmer gegangen. Hätt der Klodeckel geklappt, die Esch darin geschutt und hätt gesagt, Hans-Willi, du ahnen Stinkstiefel, du wolltest ja immer in Seebestattung. Ja, und wie du da jetzt hinküsst, ist die Problem. Schlimm, ne? Ja, aber so ist es. Wer lange am Klo sitzt, mäht viel durch. Wie sag ich immer, Orange trägt nur. Viel Spaß, tschö zusammen.
dann da? Das sind ja Lüg. Ja, und ein paar Glöwig gell ich so ja noch vom letzten Jahr, ne? Abend zusammen. Jede dich gut? Ach, das freut mich schön. Ja, also, mich freut ja keiner mehr wie jedes. Mich fragen sie bloß noch, na, wie läuft bei eBay? Ja, ein paar Monate bin ich hauptsächlich bloß noch virtuell unterwegs, ne? Ja, hey, jedem sein eigenes Netz. Find ich gut. Ja, und dass sie mich hier treffen, ne? Das ist reiner Zufall. Weil immer mehr Senioren verschwinden ja im Internet. Ja, die haben die Taste alt und entfernen gedrückt, ne? Also ich finde den Witz gut, ne? Ja, ehrlich, bei technischen Sachen, da bin ich ja so richtig fix, ne? Aber wie ich das erste Mal so ein Hotline anrufen muss, ne? Jung, da ist ja alle Krämpfe kriegen. Da hatte ich vielleicht Träumdöppen am Apparat. Junge. Wie ich versucht, dem so meine Probleme zu erklären, ne? Da fragte der ich, haben Sie schon mal bei der Systemsteuerung nachgesehen, ob im Gerätemanager für den Laufwerkcontroller auch der richtige Treiber installiert ist? Hast natürlich direkt die Antwort. Ja, Hüdelüde, ne? Ich sage natürlich, Computer helfen Probleme zu lösen, die du ohne die ja nicht hättest, ne? Ich sehe, wir haben Experten unter uns, ne? Schön, aber als nächstes fragten der Dupes mich, was steht denn jetzt auf Ihrem Computer? Ich sage im Moment Blume was. Nein, meinten, hey, auf Ihrem Schirm. Ja, der Hunk natürlich an der Jadorop, ne? Ja, weißt du, die wissen doch selber nicht, wie das alles geht. Junge, nee. Aber dann habe ich mich eBay zugewendet, nicht? Und derzig kann ich mich sonntags noch mal das nimmer mit meiner Freundin treffen, weil dann die beste Angebote auslaufen, nicht? Und ich feiere auch keinen Geburtstag mehr. Nein, bloß noch den Tag meiner Erstanmeldung bei eBay. Meine Wohnung, die ist ledig, weil ich alles bei eBay verkloppt habe. Und demnächst wird ein Rotkreuzig an der Straße geplündert. Der Paketzusteller, die duzen mich und fühlen sich bei mir wieder heim. Und bei der nächsten Hauptversammlung von der Post werde ich als Ehrengast geladen. Ja, und wenn ich mit meinem Fifi jassieren will, dann mäht er sich abends Versand fertig. Ja, danke. Ja. Sie dürfen hier klatschen, ja, denn wenn Sie das noch nicht wussten, Applaus ist ja das Brot des Künstlers. Nicht? Und ich habe diese Morgen noch nicht gefrühstückt, ne? Genug. Schön. Junge, das war jetzt so viel da.
war so ja noch eine Schabaubeine. Ne? Ja, aber zurück zu meinem Thema, ne? Also ich glaube langsam, ich bin richtig süchtig. Ja, wenn ich früher morgens die Ohren aufmachen tät, da war meine erste Gedanke, ein Tass Kaffee und ein Zerrett. Ja, heute denke ich ein Tass Kaffee und eBay. Aber eins, das weiß ich schon ganz genau. Kaffee macht ich so richtig wach, wenn du über die Tastatur gekippt hast. Aber all das hat mich am Computer so richtig fit gemacht, ja? Mir kann keiner mir jetzt vom Bett erzählen, ehrlich. Ich weiß Bescheid. Zum Beispiel, ein Bit ist ein bekanntes Bier aus der Eifel. Und ein Byte, das sind 8 Bit. Und ein Kilobyte sind 27 Hektoliter Bier. Ja. Ich weiß Bescheid. Aber hey, übrigens, ich habe mich letzte Woche im Internet bei Metal Flirt angemeldet. Ja, das ist jetzt Miet für Hardcore-Fans. Ja, hab ich gedacht, Hardcore, das kann ich. Schon 40 Jahre im Kirchenchor gesungen. Ja, ihr versteht mich, nicht? Aber der Trend, nicht? Der Trend geht ja jetzt nicht mehr hin zur Partnersuche. Der geht bloß noch um 6. Um 7 ist es allzu spät. Ja, und ich wohl doch direkt zu einem Allround-Paket mit Stiefellecken eingeladen. Ja, ich finde das praktisch. Ja, wegen meinem Schiers kann ich mich schon nicht mehr so gut bücken, ne? Ja, und ich bin auch direkt für ein Fotoshooting gebucht worden. Ja, derjenige geht davon aus, dass die reifen Frauen jetzt im Kommen sind, ne? Er sagt, je reifer die Frucht, umso süßer der Saft. Ja, und deshalb muss ich auch jetzt auf Heim an der eBay, ne? Ich späte nämlich im Moment ob ein paar gebruchte Latexstrümpfe und die laufen in einer halben Stunde aus, ne? Also, tschüss zusammen, madet Jod, ne? Man sieht sich, vielleicht im nächsten Jahr. Tschüss! Tschüss! Junge, was hätt die Alschabrack noch für ein Libido? Wie seht man Kölle, wann Alschöre brennen? Ne? Ich war übrigens auch so beliebte Partner. Nein! Ja, habe ich eine Frau Mensch kennengelernt, das hat 2 Tätowierungen. Auf dem linken Oberschenkel ein Tannenbaum, auf dem rechten ein Osterei. Seht für mich, kommen Sie doch mal zwischen den Festtagen. Ja, nicht alle auf einmal. Scheel, der Witz ist gut. Der bringt nicht nix, ja? Ja, bist schon nicht mehr da, kannst du machen. Ja, ich würde sagen, wir geben dem Omili uns ein Raket, ja? In die Hände, Kommando 1, 2, 3. Kommando 1, 2, 3 und Kommando 1, 2, 3 und Ob Thomas, 3-mal Kölle! Kölle! Und Kölle!
ich mach's für die all. Mannes, wie klein die Welt geworden ist. Jeder Tuppes und Nippes kann mit dem Kaiser von China Simse, Meile oder Jujele, ne? Juju. Aber jeder fragt sich, wo er eigentlich hingehört. Mannes, was ist dann für dich Heimat? Lieber J, was soll ich denn da sagen? Wo ich mein Herz verloren habe, da ist mein Heimat. Wat mit sillig, wat mit glücklich, wie man ja nicht sagen kann. Mit glücksillig, zu ja hellig, jede Staatse Kölsche Mann. Zackerjü in de Hü, hilfen uns die Kölsche Lieder. Nach und nach klinge schön, uns in Uhr die Kölsche Tön. Wat bringt so viel Freud wie et Kölsche Lied? Wat jut's dir im Herz, geht dir in dir Möd? Wat stimmt uns so glücklich auf ärmer frisch, mit wie Engel im Dom alle Minsche Licht? Dat singende, klingende, Glück bloß ringende, Hetze bezwingende Kölsche Lied. Dat singende, klingende, Freud bloß ringende, Hetze bezwingende Kölsche Lied. So jet Chlores, so viel Bohres, jedes nie zum zweiten Mal. Ohne Knuze, all dat Jutze, hätt uns richtig raderdall. Nee, der stumm, ewig jung, haltet uns die Kölsche Lieder, ganz gewiss, sicherlich, könnt nix unserem Sing-Sang gleich. Wat bringt so viel Freud wie et Kölsche Lied? Wat jut's dir im Herz, geht dir in dir Möd? Wat stimmt uns so glücklich auf ärmer frisch, mit wie Engel im Dom alle Minsche Licht? Dat singende, klingende, Glück bloß ringende, Hetze bezwingende Kölsche Lied. Dat singende, klingende, Freud bloß ringende, Hetze bezwingende Kölsche Lied. Unser lieber Freund Speymanes hat sich wieder uns tief in uns Hetzekühlscherin gesungen. Und auch Herr selbst hat ja nicht nur eine Buckel, sondern auch ein Hetz, das tiefe Gefühle hervorbringen kann. Tiefe Gefühle, so wie die lebt, so senkt man's Kett. Der Alschabrak. Ich tät sagen, unsere Speymanes hat sich für die schönen Lädscher Freiner Franz Schubert ein Raket verdient. In die Hände, komm mal nur ein. Zwei. Drei. Und komm mal nur ein. Ja. Und der Henschau. Drei. Und komm mal nur ein. Kample. Gletsche. Und Speymanes dreimal Kölle! Halla! Kölle! Halla! 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 Ist ja nicht so, ob ich noch eine zurrende Eifel kriege. Ja, nimm die Rakete, bis du Flöcker da. Ja, wer geht dann da? Hallo, Cher! Ja, Hennes, ihr Bärbelchen. Ja, Applaus, was hat sich fein gemacht, ja. Alles neu.
Hat du schwer in Schale geschmissen. Wollt ihr zur Let's Dance? Nee, Schell. Aber sag doch, Liste, ja nicht so verkehrt. Ja, stell dir vor, Berbert und ich, wir haben so eine letzte Zeit ja nicht mehr richtig unterhalten. Wir haben uns bloß noch Apps geschickt oder uns in Facebook ausgetauscht. Ja, und das machen doch auch alle Junglück. Ja, Schell, das stimmt schon. Und dann können wir noch das Faslavensmotto dieses Jahr, kunterbunt vernetzt. Da war mir das leid. Wir haben uns das Beste mal uns gefragt und haben die gefragt, was sie früher gemacht haben, um sich zu erhalten und amüsieren. Hätte sie gesagt, sie sind Tanze gegangen. Zum Beispiel in einer Tanzschule. Genau. Und da haben wir uns gedacht, das machen wir jetzt auch, ne? Ist ja auch im Moment der Hit. Nur doch nur im Fernsehen. Let's Dance. Ja, genau. Und wir zwei sind seit letzten Jahr in der Tanzschule. Ja, das macht Spaß. Da lernt man nicht die Lücken, ganz ohne Handy oder Facebook. Ja, wir haben auch Freunde von der Tanzschule mitgebracht. Schön, ohne Liedschanisch parat geknuff. Da können die Lück im Saal alle Male schunkeln und die Jeng tanzen, was sie willen. Herr Kapellmeister, lass Jan. Heute ist der schönste Tag für mich und alle Menschen freuen sich. Du könnt mir jetzt für lauter Glück zerspringen. Glück ist ganz Köln wunderschön. Ich kann dort von wegen Sinn. Glück fängt neue Leben an, so wie im Roman. Alle Blumen blühen, stand in Hutzingstadt. 1000 Melodien, die singen und klingen apart. Glück ist der schönste Tag für mich und alle Menschen freuen sich. Glück träum ich jeden Augenblick vom Bärbel und Glück. Lur mir in der Augen, soll dich für dich tauchen, wird Glück mir noch, wird der Himmel da. Tanze, singe, lache, pflücken, Dummheit mache. Ach, ich fühl wie et hätt sie mir jed, wann ob einmal mir Liefje da steht. All die Blumen blühen, wat ist bloß passiert? 1000 Melodien, die singen und klingen so schön. Glück ist das schönste Tag für mich und alle Menschen freuen sich. Glück träum ich jeden Augenblick vom Bärbel und Glück. Schon dreimal Kölle! Kölle! Und Kölle! Klatschwalzer! Komm, Gertchen. Du siehst ja ganz blass aus. Präsident! Die Rose! Ja, schön.
Ach, wie du evans noch von dem Song Contest gesprochen hast, muss ich unwillkürlich an der Udo Jürgens denken. Ja. Ja, so jedem Mal auch wie ich. Wollen wir doch hoffen, dass der Buffe ein himmlisches, ehrenwertes Haus gefunden hätte. Voll des griechischen Weins. Wisst ihr eigentlich noch, dass der Udo Jürgens 1966 der erste österreichische Eurovision Song Contest Gewinner gewesen ist? Ach was? Ja, mit Merci Conchiteri. Quatsch, ich bin verkehrt gepolt. Merci Chérie. Ja, und Conchita war jetzt die zweite österreichische Gewinnerin. Ja. Das kütt gebürtig aus dem Salzkammergut. Ja, im Salzkammergut, da kann man gut wurstig sein. La 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 la, Trio. Aber scheiß drauf, Hochzeit ist nur einmal im Jahr. Ole, ole, oh schalala. Ja, was ist das? Ich schwöre es dir, das war so korrekt von dir. Das war so korrekt. So, danke nochmal. Da macht doch ja dir gerade. Und Hals- und Beinbruch für morgen. Ja, danke. Danke schön. Sagen Sie, wann du los jetzt können wir uns ja am Dienstag hier wieder treffen. Ja? Ja, da erzählst du mal, wie es war. Oh ja, das machen wir auf jeden Fall. Am Dienstag ist... Ja. Ach nein, warte. Nein, Dienstag kann ich leider nicht, leider gar nicht so. Warum? Nein, ich habe mit Anita Termin für Eheberatung. Ach, Aber guck mal, vielleicht ein andermal, vielleicht Mittwoch oder so. Ja. Die Woche ist noch jung, du weißt, was ich meine. So. Aber trotzdem noch viel Spaß. Ja. Nee, mach das gut. Nee. Mach ich mir schon, okay. Mach's gut, Jupp, ne? Ja, Komm gut schon, nach Hause. schon in der Klo. Maria. Okay, Leute, wo gehen wir hin? Wir gehen auf jeden Fall noch ins Pascha heute. Auf jeden Fall. Wo gehen wir vorher hin? Guck mal hier. Klapsmühle, Wiener Steffi, alles, was wir wollen. Steffi! Rein in die Steffi. Halt, hier ist noch einer. Guten Tag. Hallo. Sagen Sie, möchten Sie zufällig etwas kaufen? Schauen Sie hier, Sie können haben einen kurzen oder hier ein Kondom. Wollen Sie ein Kondom kaufen? Nein, danke, ich hab schon eins an. Ach so. Okay, Leute, weiter jetzt. Wir müssen auch noch Bier holen. Ja, wir haben keine Zeit mehr. Komm. Geh mal Bier holen. Du bist schon wieder hässlich. 1, 2 Bier. Und du bist wieder schön. Junger Mann, Wildpinkeln, das ist verboten, wa? Das kostet dir 50 €. Mensch, Alter, ich muss abschütteln. Ah, das war aber knapp, wa? Ja, warum dann knapp? Na, 1 Zentimeter weniger, du hättest Geld zurückbekommen. Oh. Nee, die Junggesellenabschiede. Und ich dachte halt, das wäre wieder so ein Pegida-Demo. Ne? Pegida, wie das halt klingt. Wie Wolle Ungerwäsch. Ob es stürmt oder schneit, wir ziehen schon wieder. Pegida, Pegida. Oh, da könnt ihr schreien, Willi. Jetzt mach ich mich lieber durch den Kord. Meine Lebensphilosophie lautet: Enthaltsamkeit, Sparsamkeit, Disziplin. Ich enthalte mich jeglicher Arbeit. Ja, und sparsam mit antialkoholischen Getränken und rauche diszipliniert mit 50 Zigaretten am Tag. Und wisst ihr, warum ich mit meinen 25 Jahren noch so Jodus bin? Keine Frauen vor 10 Uhr morgens. Aber wenn um 10 Uhr abends wie Ludmilla eine Striptease für mich hinlädt, dann geht der Pass auf. Ludmilla tut für mich Strüppe besser wie die andere Hippe. So ich der Paletto, das jod für mein Libido. Als nächstes
Als nächstes träg uns die Blüsje ganz hösch. Das mit dem Ausschnitt und der Rüsje ganz hösch. Bei dir brauch ich kein Tablettchen, bin rasig so wie ein Fretsche. Ob Dingen knack ihr Viersche, machen Menge Türsche. Halt von mir aus der Haut an. Kannst du das Radio anlassen? Büchse. Als nächstes der Büstenhalter. Das gefällt dem Willi und dem Walter. Dann Dinge Push-Up-Slip, wo drin die Fütsche schön stipp. Bello ich mir den Strapsel. Ming Synapse. Hück nach an die Schuppen, Frau los. Drömlos für mich der Saurus. Das ist schön Hemmscher, wa? Da schreie Willi ne ganze Kerl ne Posch aus dem Leben. Erfahren, aber jung geblieben, schlagkräftig, aber sensibel, enthaltsam, aber trinkfest, mit einer verheerenden Wirkung auf Frauen wie so ne Barry White in der Brunftzig. Ob da schreie Willi und sie Ludmilla dreimal Kölle! Kölle! Und eures Kölle! Und ab in der Hauenstraße. Präsident! Ja, wetten, dass der Thomas Gottschalk dem Willi der Mantel geschenkt hat. Wetten das, liebe Schäl, wetten das, ist noch 33 Jahre Menge. Im Mitte Dezember ist dem Markus die Lanze gebrochen. Oh. Einmal Prinz zu sinn, all zusammen, Kölle am Ring, in nem Dreie stehen, voll Sonne schien. Davon han ich schon als kleiner Fetz geträumt. Einmal Prinz zu sinn, sonst häst jetzt versäumt. Stimmung! Herrlich! Eva, ganz ehrlich, ich han als kleine Fetz halt immer davon geträumt, eines Tages Müllmann zu sinn. Ja, früher han ich immer aus dem Finster gelot, wenn einmal der Woche der Müllware kam und die Tonnen leer gemacht hätt. Und dann, pass auf, ob meinem 5. Geburtstag han ich mir fast vorgenommen, Müllmann zu werden. Wisst uns warum? Ich dachte, die arbeite nur donnerstags. Ja. Schlimm, ne? Ja, aber ja. Ich mag meinen Beruf von Hetze jähn.
Und so bin und blieb ich ein Kehrmensch bis an mi eng. Und eines Tages, dann wird ob mingem Grabstein stand, schade, jetzt kehrt er nie wieder. Ja, jo. Wie hätt mein Großheit immer gesagt, zu sterben ist bestimmt nicht schlimm. Nur am Tag danach fühlst du dich erst kaputt. In diesem Sinne, mach dich freut, solange es geht, denn es lebe dauert kein. Und denk immer dran, Orangenstrich nur. Richtig. So ein Menschen wünscht man sich in Köln, dass zwischen halbleere Bierfläche und Dönerreste noch zig hätte Palüstie Krätzchen zu erzählen. Aber er muss immer aufpassen, dass er nicht mit einem holländischen Fußballfan verwechselt wird. Schlimm. Ob uns Menschen dreimal Köln! Allah! Köln! Allah! Köln! Allah! Und wieder auf der Betriebshof. Ja, Orangenstrich nur den Müllabfuhr. All zusammen. Orangenstrich nur den Müllabfuhr. Orangenstrich nur den Müllabfuhr. Orangenstrich nur den Müllabfuhr. Go West heißt das. Ach, wer geht denn da? Spinacci! Straßenmusiker! Capricciosa! Tortellini, linguini, tagliatelle appena arrabbiata. Hey, was soll das, hey? Was war da? Wie? Si, signor, ne? Hey, schöne Musiker, ne? Hey, immer Italiano, schöne Musiker und so. Was, wie? Was, Italiano? Ich kenne dich doch. Du bist doch ein Nippeser Grad und kein Italiener. Jetzt schell, jetzt sagt das hier nicht so laut. Weißt du, mit Kölscher Straßenmusik kannst du heutzutage kein Geld mehr verdienen. Die Ziege sind halt lang vorbei. Heute muss man einfach ein bisschen mediterran dran tun, weißt du. Ja, aber wir haben doch hier Kölsch Fachpublikum sitzen. Hier können wir doch ein paar schöne Kölsche Krätzchen bringen. Ja, gut. Wann das so Ja, ist. ne? Meinen die Leute auch. Ah, das Fachpublikum, das Kölnische. Herrlich. Ja, hören's. Wir haben doch so ein schönes Lied im Sommer gemacht. Ja, weiß ich noch. Das Sommerlied. Ja. Sommer, das ins Spiele. Ja. Ja, können auch im Winter spielen, ne? Ja, Sag uns, wie heißt der eigentlich? Das süd's mir doch. Wir sind schmal und stuppe. Ja, der Lotjan. 3, 4. 6. Schreberjade am Samstagmittag um 1:30. Et Sönsche Schink, de Schwiegermutter ist mit dabei. Ist am Kümmel, am Lamentiere, wat so ma tun. Und dann meint sie auch Kaffee, da wär ein Fuhlebund. Neue Kaffee gemacht, doch der ist ihr viel zu dünn. Langsam rieget jlich Platz der Krache vom Schmitze dünn. Und et Elsätet ist hier noch, Mam, jetzt bissen's still. Ob die all nur, ich kann doch sagen, hey, wat ich will. Ach, wat wird dat schön bei mir im Schreberjade, wann die allens Ball ob Heimann schwenke det. Ich saß ganz allein in mingem Schreberjade. Ach, wat wird dat schön in mingem kleine Paradies. Schreberjade am Samstagnachmittag 5:30. Und noch immer die Aal im Jahr
weiß, dass sie jene Likörche trinken tät. Darum han ich ihr pflückenden Eierlikör präsentiert. Ja, ich weiß es genau, davon will die auch noch mehr. Und wie wird noch ein Likörchen, lief Annemie. In das nächste Gläschen ein Kleidröpfchen Rizinus. Und ich weiß, dass die all dann bald obheimen muss. Denn ne Klo, der haben wir nicht im Schreberjade. Det uns leid und et Vereinshus ist höchst so. Ever et else könnt ich flück ob heim erfahren. Bye bye my love, mach's gut am Klo. Auf Wiedersehen, Wiedersehen. Herrlich mäßig das. So, jetzt tun uns eine Flitsche. Komm, komm wieder. Durchhalten! Oh, das muss man trainieren. Schreberjade am Samstagabend im Hallo 10. Und ich sitz hier im Schreberjade so ganz allein. Ich belur mir die kölnischen Sterne am Firmament. Und ich weiß, dass die alt wieder nom Aftritt rennt. Ist das nicht schön bei mir im Schreberjade? Ganz allein, kein Schliermo, die sitzt am Klo. Ich sitz ganz allein in dem Schreberjade. Ach, was ist das schön in dem kleinen Paradies, die alles fort. Ach, was ist das schön in dem kleinen Paradies, die ganze Nacht um Port. Ach, was ist das schön in dem kleinen Paradies. Dankeschön, ja, schon, ja, danke, ja. Hey! Was sagt das jetzt? Gorgonzola, Parmigiano, Mascarpone, Panna Cotta, Quattro, Hallo, Josef, ist hier noch Terracotta. Ja. Grüß dich. Ja, grüß dich auch, was machst du? Mit mir? Ja. Ich spiele hier ein paar Kölsche Leder für fast eine Lovensitzung. Oh, das ist aber schön. Nee? Können wir doch mitmachen. Ja, wann er will. Ja, pass auf, das spielen wir Liedchen von den 4 Butzen. Oh ja, Kölsche Adel. Guck. Jeder möcht durch Köln spazieren, nur der eine ist gewiss. Muss man sich jetzt örtlich orientieren, was das für eine Stadt der ist. Kriegt man dann ins Durchstadt alle Feder, hört man was noch fremdgemischt. Wie man dann in der Altstadt wohne,
ist Kölsch. Wir sind vom Kölschen Adel, immer lustig und voll Witz. Unsere Stammbaum ist Griechenland und der Mann ist Osterspitz. Unsere Stammbaum ist vom Griechenland und der Mann ist Osterspitz. Neulich kommt am Wohnungsamt der Kölsche, da die Rippen expliziert. Ne Beamte, so ne Kauderwelsche, seht will, was wollen sie hier? Sag, ich bin doch an Ring geboren, halt die Schlüssel, du Jecken nix. Sag, du hast doch ja nichts mehr verloren, denn du hast doch ja nicht Schmitz. Wir sind vom Kölschen Adel, immer lustig und voll Witz. Unsere Stammbaum ist vom Griechenland und der Mann ist Osterspitz. Unsere Stammbaum ist vom Griechenland und der Mann ist Osterspitz. So in Schwellenzähne, komm. Ja, das war noch Zeiten. Die gute alte Zeit. Da muss man auch lang trainieren. Unser Stammbaum ist vom Griechenland und der Mann ist Osterspitz. Das waren der Schmal und der Stuppe und 2 von der 4 Butzer reloaded. Und sie haben uns viel Freude gemacht mit ihrer Kölsche Krätzja. Ob Schmal und Stuppe und die Butze 3-mal Kölle! Allah! Kölle! Allah! Kölle! Allah! Und Kletschmarsch für das ganze Schmilzje. Lief Hennesje und Fastelovensfreunde. Man könnte noch stundenlang so Wigger machen, aber uns Festblatt ist voll. Und deswegen müssen wir uns jetzt ausloggen, um nicht zu sagen, das Festblatt putzen. Ihr wart fantastisch Publikum heute Abend und dafür sagen wir euch Dankeschön. Danke. Wir wünschen euch noch eine schöne Fastelovensession, wo euch endlich vernetzen, seht Woschel oder Social Jack, macht Selfies im Bunker Baselümsche, aber holt euch keine Virus. Lassen wir zum Schluss noch uns zusammen ausrufen, ob uns geliebte Vaterstadt Kolonia 3-mal Kölle! Allah! Kölle! Allah! Kolonia! Allah! Das Wort.
fange mich. Wickelt die Misch, die Misch, die Misch. Bei uns in der Misch. Und setzt sich schnell unter dich. Die Misch, die Misch, die Misch. Was will die in der Küche? Ein Mischöl in der Küche. Ach, Mann, sie doch mal wieder flücht. Die Misch, die Misch, die Misch. Bartitsch und Leitmeier bekommen ein neues